das geht nicht anders zu nennen, als das ist ein Wunder, dass ich überhaupt das überlebt habe. Vandaag zie je het hier met Jacob Wieb van Lolita, van Chaco, Paraguay. Dankzij Onkel Wieb dat we dit hier maken hebben. Dat is een wonder dat hij hier nog leeft en dat hij hier zo met mij reden kon. Zo, Onkel Wieb, hoe zijn je opgewassen? Geboren zie ik in Zuid-Mano en ganz unten am Zuiden, in de kolonie Mano. Lothar zijn we dan mal naar Heemstede getrokken, dan wie ik 7 jaar ongeveer. Dan is die door de school gewonnen en heb dan allemaal thuis op de wirtschaft geholpen. Akeren met vee? Weinig met vee, akeren dollar. En intensief akeren dat je Lothar, wenn ik eerst familie alleen weer. Ah ja. En de jugendtijd? Heb je dan becheerd en taffelloten of wanneer weer dat? Ja, in de jugend die taffelloten. De becherung, dat kon je maar niet zo concreet zeggen als je dat kennen. Dat verstehe ik niet. Dat is zo langzaam gekomen? Ja, dat is zo langzaam gekomen. Aber... Als die ouderen weer ook, de weerste christelijk het alle huis opgewassen? Ja, mijn pa weer prediker. Ah, oké. En die legt groot gewicht op familieleven. En ook naar Christus aan te wijzen. En zo kwam dat dan eenmaal de gelegenheid dat man zich kon aanmelden te de tafel. En kregen we dan ook een cursus met, tafelcursus noemden ze dat. Ja. Zodat we door informeerd werden aan wat het ging. En dan leid ik me tafel. Dan hast du bald eine Vriendin gevonden en die bevrijd? Nou ja, dat we dan al een beetje Lothar. Aha. En dat we ook zien opfer wat ik daar brengen moest. Hij moest uit bij 70 kilometer voren, dat hij spazieren wilde. En dat hij maar met een motorrad. Dat weet ik maar groot zeggen, doen. Nee, maar ich habe dann einmal, ich habe viel gefordert, nicht so sehr stark, aber doch das, was die alle anderen dann können, meistens. Und wir waren immer bestrebt, um zu denken, bewohren wir doch. Und an den 85 haben wir uns dann befreit, an 3 Kinder, und dort haben wir dann auch Pferde. Also, en dan hast du über die letzte Zeit hier an Lolita gearbeitet en ergens wat weet je dan? Bist du vorher auch krank gewesen? Das Problem, was mir am Kopf passiert ist, das habe ich von klein an mitgekriegt. Dort ist... dat wisten die Eltern al davon? Ja, die wisten dat. Die haben mir manchmal Lösungen gesagt, versucht zu finden. En dat is, naar mijn verhuilen, is dat een probleem dat wel ik hier vergelijken met Evangelium Johannes kapitel 9, wo de blind geborene jong is. Dan komt Jezus door een valt aan en dan vrouw de jongen nog meester, wer heeft dat gezien? Het is jong en dat zien je ouderen. Und dann sagt Jesus, du betest nicht, auf dass die Werke Gottes offenbar werden. Und also das Problem habe ich gehabt, ich wusste, dass ein Jesus läuft. Dann all ein Problem gehabt. Aber ich habe mein Leben gelebt, und ein paar Mal inzwischen all meest uitgewonnen. En Lothar weer dan ganz uitgewonnen. Wat deed u als dat ganz uitging? Hoe wist je dan op arbeid? Nee, dan weer ik hier in Sozialheim, man behinderte schof wieder. En dat je door weer de heimelderen, dat je een gemüsegarten maken voor den ene betrieb door.
En toen zie ik handen vallen, ik weet dat mijn ziek had weer zondig. En vandoor ging dat dan. En daar weet je dan niet wieder. No. Ik weet aber so viel, dat mir als in einem Krankenhaus geführt. Und ich habe noch her von geredet, wie wir mit der Ambulanz weggeführt worden. Nee, mit der Feuerwehr weggeführt worden. Ah, ja. Da hat er gepiept. Ah, Wie eine Feuerwehr. Also das wie mir am Kopf gekommen, das hat gepiept und das muss die Feuerwehr sein. so, wie lang heeft es dit Wachzende dan gedauert? Monate, weet je? Das kann ich echt selbst gar nicht mehr sagen. Nee, aber was heeft in de Früh oder wer gesagt? Dat zijn weken geweest. Weken. En maar langzaam terugkomen am denken, am Okay. denkleven aan. Ja. Zoals ik verstaan heb van die Früh ook, als dat hierheen om je net ergens wo eine Leitung oder was und da wie Wutterbänder oder so was, ja? Ja, dat weer verslecht en dat met even normale hoge druk geeft. Zodat dat geht nicht anders zueinander, als dat is een Wunder, dat ik überhaupt dat überlebt habe. Wie Right. dat wir weit über doppelt die Doktors ihre Erklärung, was der Mensch überhaupt verdroht hat. Ja, dat zeiden ze hier, dat we normaal, wat we dat 500 en dat we wat 1000 gewesen, ja, die Ja. druk. Ja. En daardoor hast du ook Knoven hierboven am Kopf. Wat Ja. had je daar gedaan? Nou, toen had je daar met een druk uitgenomen. Wat? Weet jij niet, ik weet er goed bij. Aha. Maar we hebben ze aan de walbola neergebouwd met den drukslag hier uitloten. Hier am Charpan aanloten. Oké, dat is nog bijna. Der ist noch zu sperren. Zoals ik van de vroegmetterij heb, had de dokter gezegd, dat is hoffnungslos voor die. Entweder word je sterven, oder wenn du wirst wieder leben, dann wirst du nicht Pflegevoll sein. pflegevoll sein. Ein vollständiger Pflegevoll. Ja. Naja, wat kannst du nicht sagen? Es ist bloß ein Wunder Gottes, dass du nu doch mit mir hier reden kannst. Für mich ist das ein ganzes Wunder. Und ich danke Gott aber auch. Ich denke jeder Tag, dass er mir das Denken hat trägt. Du kannst Auto fahren, du arbeitest weiter, du bist nu vertaalst mit mir hier, ist alles okay. Ja. Du kannst Geld eten, sagt mir so. Ja, das hat nach Reserve auch gesammelt. Ja. Noch einmal treten, die Zeit, als du warst, hast du irgendwas gesehen, hast du irgendwas erlebt, bist du wo gewesen? Ja, mir ist, ich kann mich noch 3 Jahre erinnern, als sie an einen großen Sohl gewesen, das wurde das hier vielleicht eine große Kirche ist, ein Sohl, wie viele Menschen hier stunden da und nobody, und da wir Jesus bin. Dann kam ich von hier an und frug dem, als er mal wollte, der Doktor wissen, wo mein Problem steht. Ah ja. Und, aber wie er sieht, Haft er dat gedaan? dann hat er das getan. So, du hast am ook nicht von Ferien sein Nee, oder was? das von hier. Und dann musst du da was waschen oder wäre doch Schmack oder? Da wieder weiter war er nicht. Okay. Da weiter nicht. Okay, dann bist du bei irgendwann doch zu dir gekommen und was sagte der Doktor stand? Naja, da kann ich mich eigentlich sehr wenig von 3 erinnern. Die haben ja das auch als ein extra Fall erklärt, würde ich sagen. Aber Hans, das ist. Du wirst dann aber eine Zeit einmal ganz ohne, sitzt du, Ferja? Ja, ich gehe ganz ohne. Das hat nicht schön. Nee, die hat nicht schon. Nur noch hier eine lange Trübsal gelebt. Was bedeutet das, meinst du damit? Rotlosigkeit, würde ich sagen. Innerlich traurig, ohne dass ich das wissen will.
Nu nachher? Nu nachher. Okay. Wenn die gesunde Menschen, die denke ich so, die kennen das in dich gar nicht so gut mitfeilen, weil sie das tät. Wenn ich habe die dritte Mal einen Ausdruck gehört, stahl die nicht so ohne. Aber han sagt, ich habe das empfangen als eine schwere Trübsalzeit. Dat weet je niet in aanstellen. Dat weet je einfach so bei dir. Na, stellen wir uns das einmal vor. De meest Duitsers in die Zeit ist dann bei uns alles liquidiert worden, was wir hatten. Darauf haben die lebt sowieso nicht lang. Dann wird alles verkauft. Das bin nicht schön. Das lässt mal weg sein. Wie lange terug is dat al? Dat moet al 5, 6 jaar terug zijn. Du hast zuerst ein Beispiel von dem Riese Goliath und dem. Was wir dort auch mal? Naja, dass wir im Alten Testament steht irgendwo von dem riesigen Goliath und David. David ist genommen, dafür hielt sich so, dass erstmal so ein halbwachsender Junge warst. Und dann ist hier der Goliath dort zwischen den Völkern und nervt das du einmal. Und das kleine Junge, der hat die Überzeugung, er würde ihn mal fixen. Und dann nahm er sich so eine Schleuder, ich glaube, wir sind, haben wir auch mal gebraucht nachher. Met zijn, ja. En dat je zo om kop dat die hand vallen en snijden en dan zie je hij naar ver her met die ene schwert wo hij die kop afhakken. En dan zie je de Goliath dan nog, maar wat hältst du mich für een hond dat du met een stokje nog meekanst? Ja. So ähnlich ist das wohl nicht. Und da hat er sich sehr getäuscht. Und dann, was er danach wieder, bei dem Fall, dann jubelt das falsch und sagt, Saul hat 1000 geschlagen, David aber hat 10.000. Der ist dem einen Schlag. 10.000, so viel mögt das aus. Ja, die deed het aber met wat veel liedje. Deed het met wat veel liedje. Ja, dat vergelijken met mijn antidepressiva pillen. Okay. Ich zei einmal zu der Doktor, ich kann mich so vorstellen, nu brauche ich die nicht mehr. Die Angel war besser. Ja, die ist besser, ich wollte fertig werden. Und dann zei er mir, nee, was ich dir verschrieben, das hast du zu nehmen, das habe ich dann auch. Ich verstehe, weißt du was, nachher die Doktor, Doktormenschen, Lotsende, als das eine Krankenschwester ist oder ein beruflicher Arzt, die sind mir sehr viel wert. Die sind sehr viel wert. Und meine Fälle mit das, was da passiert ist, ich kann meine Hände abheben und löhnen, Halleluja, Joche. Bloß die, dann würde sie vielleicht sagen, nu erst ein Charismatiker geworden. Aber Jesus sagt auf einen steht, wer sich mit mir nur schämen wird, mit dem, wo ich mich auch schäme, wenn ich vor dem himmlischen Vater komme, dann habe ich mir so gesagt, mit mir soll er sich doch nicht schämen müssen. Nicht, weil dem sie nur nicht mehr sprechen. Aber da werden wir wieder hier gekriegt. Da nehmen wir ab und du nimmst, sagst dein Zeugnis, und du schämst dich nicht, Gott dir zu geben, für das, was er an dir getan hat. So sei ich das. Ja. Und ich habe nur danach einmal, dachte die Menschen, ich warte nicht fertig mit mir. So eine Menschen, die mit sich nicht fertig waren, die eine Leistung erst in einem Sanatorium führen. Da habe ich mal 3 Wochen, haben sie mich da interniert. Und die Bibel darf ich mithaben, die haben sie mir nicht richtig genommen.
Und der habe ich dort auch noch gebraucht. Also erneuert von dort, was ich von einem Leben habe, hat mich angeehrt, das hat mich da erneuert. Und wenn ich dann nicht mal traurig sehe, dann erinnere ich mich an Psalm 42. Dort steht geschrieben, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, und ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ja. Und ich sehe aber so weit gekommen, als der Psalmist im Psalm 116. Da sagte er, ich sprach in meinem Sagen, alle Menschen sind Lügner. Und dort habe ich nicht gedacht, dass er Lügner wäre. Aber ich habe gedacht, die haben mich alle eigentlich so für jeder aufgestellt. Aber das wird ja auch nicht sterben. Nee. Das stimmt gut. Und wenn man so kann, die menschlichen Gefühle kann so hochkommen, dass man einfach nicht Geld vor dich wird. Dann halt Bibel lesen. Dann halt das. Und daran erinnere. Und die haben mir vorher gesagt, das kann sich irgendwann nachher holen, dass das übel war, groß wird. Und da hatte ich grundsätzlich auch Angst vor. Dann steht im Psalm 34, das ist ein Vers. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und nahm mir meine Furcht. Und ich diese Furcht, die Furchtnahme wurden, dort brücken wurden. Und wenn mir das aber mal soll passieren, dann heute ich noch später wieder Fleinblätter in der Bibel an 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dort habe ich buchstäblich sehr praktiziert. Und damit wird für all meine Übertretungen, auch die wollte ich nicht weit. Und ich will dort erreichen, ich will dort erleben, wo Jesus wird sagen, komm nan, hier ist die Wohnung für dich. Bloß, nu sei wir noch jung und haben vielleicht noch ein Schiff zu tun. Und dort will ich versichern, damit dort tun möchte ich Jesus Christus sein Namen verherrlichen. Aber das ist gut, das können wir den Menschen mitgeben, dass wir Seele für seine Seele ein Zeugnis zu sein und dem Herrn seinen Namen ehren. Ja. Gut, hast du noch zuletzt noch was zu sagen, vielleicht an der Tautsitjas? Na, ich habe einmal auf eine andere Gelegenheit gesagt, wo mir Ähnliches gefragt wird. Da habe ich mal gesagt, ich würde abfordern, so viel als ein Jünd es hat, mit allen Menschen Frieden. So viel als ein Jünd es hat, mit allen Menschen Frieden. Gut, dankeschön, dass wir das hier machen dürfen. Und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen davon. Bis zum nächsten Mal.